Wir müssen uns vorstellen, was geht es an diesem Gesetz. Es geht darum, für die Leute eine Möglichkeit zu gehen, indemnisiert zu gehen am Fall von einem nuklearen Akzident. Das ist die Idee. Und da muss man uns fragen, erfüllt dann das Gesetz diesen Zweck? Aus dem Ursprung, den hier gestaltet wird, kann den erfüllt gehen. Und dann wird darüber als nee. Und als Grenzkollegen selber am Rapport zitiert, den sie als Haut vorgestellt haben, weil an den Rapporten, auch an den Kommissionssitzungen, stumm klar, aus sich für Ziel von dem Gesetz steht in den Rapporten, Druck auf Notbeschländer zu machen, wie das sie hier Nuklearzentrale sollen zumachen, oder auch, Zitat, Reflexionsprozess darüber in Gang zu bringen, was die reellen Kosten von der Nuklearenergie sind. Das waren Ziele von diesem Gesetz, so wie sie an der Kommission gesagt werden, so wie sie an der Rapporte stehen. Die Indemnisierung ist etwas anderes. Wir wollen hier keine politische Gestikulation machen gegen die Atomenergie. Das ist ein bisschen das, wohin das Gefühl hat, wo wir uns heute darüber engagieren. Wir als ADR, wir hätten gerne Rechtssicherheit für die Lützeburger am Fall von einem nuklearen Akzident. Das ist unsere Priorität. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass man seit dem Anfang von den 60er Jahren eine Reihe von internationalen Rechtsinstrumenten haben, die wenigstens zum Teil dem Ursprung hätte können gerecht gehen, und aber all die Jahre, los 60 Jahre, Lützeburg nichts gemacht wird, für das zu machen. Das ist ein Merit von diesem Gesetz, dass wir überhaupt mal können über die Frage diskutieren und dass überhaupt mal einen Versuch gemacht wird, eine Indemnisierungsprozedur anzuführen, auch wenn sie, wie ich es hoffentlich können beweisen, nicht zielführend ist. Es ist auch ein bisschen, wie soll ich so, nicht überzeugend, schon am Aussatz hier, dass es ein ganz kompliziert Werk von internationalen Konventionen gibt, was das froh regelt. Und da kommen wir und wir machen als spezifisch lützeburgisches Gesetz und erwarten uns, dass die anderen Länder dem Gesetz folgen am Fall, wo hier Urteiler geschwärzt werden aufgrund von dem Gesetz. Das ist ein bisschen ein Hybris, ein bisschen ein überzunehmendes Selbstvertrauen, was wir da weisen, weil die Urteiler, die hier geholt gehen, an einem spezifischen Gesetz auch eine Kontradiktion stehen zu den internationalen Obligationen von den Staaten, die auf die Atomenergie zurückgreifen. Es ist ein bisschen eine Gestikulation für eine Anti-Atom-Erstellung von unserem Land zu dokumentieren. Mit Herr Roth hat es schon gesagt, als seinen Ausführungen, auch wir konsumieren Nuklearenergie, Atomstrom. Und wir machen doch zu einem großen Ausmaß. Einzelner so heißt du bei Zinnamon etwas kleines über 10%, wie dann wird auf dem Herr Engelen sein parlamentarisch Frohe ausgewiesen wird. Aber auch Deutschland, das immer Blick an einer Größenordnung von 12–13% am Atomstrom. Das ist also nicht negligiabel an der Menge. Wir müssen auch als das bewusst sein an Tendenz am Stromverbrauch als echter nur Uhren. Mir gut, lassen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich beweisen, an ein paar Ausführungen, für was den Aussatz, wie das Gesetz gewählt wird, nicht kann funktionieren. Das System von den Konventionen, den hat den Herr Benoit summarisch beschrieben, die Pariser, die Bresler Komplementarkonvention, die Wiener Konvention, ich gehe noch nicht in Detail, ich will just sagen, die haben nicht nur Notdeler, die haben noch eine ganze Reihe Vierdeler. Weil wenn sie nicht die Vierdeler hätten, hätte das System nicht so lange Bestand gehalten. Es gibt eine Rechtssicherheit, die Kompetenz von den Gerichten wird festgelegt, es gibt eine Responsabilität objektiv, aber für allem. Die Konventionen wurden über all die Jahrzehnte konsequent weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass wir heute mit den selben Konventionen zu dienen inhaltlich wie 1960. Viele Sachen haben sich geändert. Aber wenn ihr nicht beitritt bei so einer Konvention, wenn ihr nicht beitritt, hat ihr zwei Sachen nicht. Zwei wichtige Sachen. Das erste, dass ihr nicht kouvriert von den Vierdeler von den Konventionen, Rationen, Territorien wie anzufangen, und natürlich nicht die Möglichkeit, selber Verbesserungen am Vertragswerk vorzuschlagen, wie einer Vertragspartei aber zusteht. Das sind zwei Möglichkeiten, die ihnen aus der Hand gibt. Es ist DAX gesagt bei der Bresler Konvention, der Bresler Komplementarkonvention, wir können der nicht beitreten, weil wir da eine Solidarlösung haben. Das heißt, wir müssten wie die zweite und die dritte Tranche von den Indemnitäten, müssten wir selber einen Beitrag leisten als Lützeburg, auch als Nicht-Nuklearstaat, wie einem Risiko entgegenzutreten, ein finanzielles Risiko, wenn ein Atomaccident geschehen.
Das war eigentlich das Argument, ein von den Hauptargumenten dafür, was man nicht beigetragen sind. Aber auch da ist eine Kontradiktion an der Lützeburger Politik festzustellen. Bei der Diskussion im Eurobond oder Corona-Bond wollen wir die Solidarität weisen, auch an andere Sachen. Wir hätten auch können machen, für eine Rechtssicherheit en retour zu kreieren. Und hier ist es nicht wie bei den finanziellen Corona-Bond oder Eurobond, dass irgendeine vertragliche Disposition das ging explizit verbieten. Das ist hier nicht der Fall. Wir hätten ohne Problem die solidarische Verantwortung, mit Verantwortung können drohen, für en retour eben eine Rechtssicherheit zu kreieren. Wenn wir also die Konventionen nicht wollen als Lützeburg, auf jeden Fall, was die Bislot-Regierungen nicht wollten, da stellen sich auch da eine Reihe Fragen. Erstens, ist das korrekt? Wir haben sie alle unterschrieben, wir haben sie nicht ratifiziert. Das ist nicht am Anklang mit dem internationalen Vertragsrecht. Dann hätte ich hingehen und sich überlegen, gibt es dann Alternativen am internationalen Recht, weil die den hätte benutzen können. Und es gibt dazu, die eng hätte können sehen, ist eine Regelung am internationalen Privatrecht, was aber kein direkt erkennbar, die für uns wirklich applikabel wäre. Oder die einer, die wirklich sich vorstellt, das ist die von der Staatsresponsabilität. Und wir haben immer an der Atompolitik zu Lützeburg probiert, zwei Prinzipien zu verfolgen. Das eine ist das von Pollueur-Payeur, das andere ist das von der Responsabilité des États. Die Responsabilité des États hat einen enormen Vorteil. Erstens stellt sie ja d'office den Staat als eine Verantwortung und noch die theoretisch illimitierte Möglichkeiten für zu indemnisieren. Aber sie gibt uns einen diplomatischen Hebel, den man bei all normaler Rechtsschutz, zivilrechtlicher Approche nicht tun. Da geht es immer über die Gerichte. Und wir müssen immer dann Indemnisierungen abklären und so weiter. Bei einer Staat-zu-Staat-Negociation präsentiert sich das ganz ernst. Wir hatten einen Fall, wo so ein Akkord negoziert wurde, das war die Kattener-Konvention von 1978. Die hatten Herr Gaston Torner erschrieben für Lützeburg, Herr de Guirango für Frankreich. Da hat man eine partiell staatliche Lösung. Es war zwar noch immer ein zivilrechtlicher Approche, aber der Staat hat können kollektiv für Lützeburger auftreten für den kompetenten französischen Gerichte, was einen enormen Vorteil dargestellt hat par rapport zu der Situation wie ein allgemein zivilrechtlicher Approche. Das war eine Konvention, die durchaus interessant war. Sie war auch interessant, weil verschiedene Leistungen wie die Assistenzleistungen gratis gewesen wären. Hat Frankreich als zum Beispiel geholfen, für zu evakuieren, weil wir selber nicht viel logistische Mittel haben, wäre als das nicht eine Rechnung gestaltet gehen. Es gibt nämlich spezifische Konventionen, die das regeln, und da ist das immer kostenpflichtig. Mit der Kattener Konvention wäre es nicht kostenpflichtig gewesen. Staatsresponsabilität interpelliert uns aber auch, weil wir als Lützeburg uns müssen vorstellen, dass wir die ganze Verantwortung drohen, die wir als Staat eventuell haben. Weil wir haben auch Schiffer, die in der Lützeburger Pavillon maritim fahren. Wir haben Flieger, die in der Lützeburger Pavillon fliegen. Und ich weiß nicht, ob wir diese Konventionen beigetragen sind, die das regeln, wenn ein Akzident wäre, wenn du ein Fissil Matière transportiert gehen oder ein radioaktiv Matière de quelque sorte que ce soit, wenn so ein Akzident geschehen, ob mir, wird der Pavillon maritim und Luftfracht und so weiter umgeht, ob mir dort die nächsten Schritt überholen. Die Frage sehr gestaltet. Dann stellt sich eben die Frage von der Analyse und der Approche für die Grenze proposieren. Und das ist das Droit européen. Und das Droit européen, den invokiert wird, das ist das Reglement Brüssel 1 bis 1215 aus dem Jahr 2012 an eine Decision vom Conseil vom 8. März 2004. Das sind die zwei Rechtsinstrumente, die die Basis bilden von dem Raisonnement. Und als Aufgabe ist zu sagen, das funktioniert gut nicht. Und das ist nämlich wichtig, für zu sagen, das Gesetz, was die Geringheit, die Konstruktion, die die Geringheit invokieren, kann nicht funktionieren. Das Brüsseler Reglement 1 bis aus dem Jahr 2012 wird schon Viergängerreglement 44, das heißt 1215, und allen zwei eine Exklusivklausel, was Lex Specialis angeht. Am Reglement 1 bis als das Considérant, ich meine, das ist der 35, und das in Artikel 71, die klar anerkennen, dass Länder, die durch eine Loi Special und Konventionen gebunden sind, die können weiter so applizieren. Das heißt, es gibt eine Exklusion, Loi Special als nicht betroffen.
Und das geht natürlich auch von Einzelnen ugezweifelt, aber das ist bislo konfirmiert, es ist auch konfirmiert. An der Decision vom 8. März 2004, die Grünen invokieren, oder die Regierung allgemein, weil die Decision, die beruht am Jahr 2004 auf dem Artikel 249 Traité Communauté Européenne. An den Artikel sieht, dass eine Decision vom Ministerrat, die eine Rechtsnorm ist, die an der Hierarchie hinter den Reglementen und hinter den Direktiven steht, die muss ein Destinatär désigné haben, und nicht den Destinatär désigné von einer Decision vom Ministerrat als konzerniert. Los aber so, dass Lützeburg an der Decision vom 8. März 2004 vom Conseil überhaupt nicht designiert ist, wir sind nicht Destinatär von der Decision, können also weder Rechte aus hier rausziehen, noch sie für uns Pflichten entstehen. Das ist einfach ein Instrument, das auf dritter Platz an der Hierarchie von den Rechtsnormen ist, nicht Kraft hat und nicht zum Inhalt hat, für eine Exklusionsklausel aus einem Reglement außer Kraft zu setzen, und für uns weder Rechte noch Pflichten entstehen lässt. Das ist sogar so, dass an der Decision klar nach einmal konfirmiert wird, und das ist auch ganz interessant, dass, und das ist die Decision, die ich zitiere, étant donné que le protocole modifie, heißt das Protokoll, das ist eine veränderte Nuklearkonvention von 2004, das ist aber heute nicht wichtig in dem Kontext, étant donné que le protocole modifie la Convention de Paris, que le règlement numéro 44/2001, das ist genauso wie den 1215, autorise les États membres liés par cette convention à continuer à appliquer les règles de compétences prévues par celle-ci, können die das dann ratifizieren. Es ist also so, dass die Decision vom Ministerrat, die von der Regierung invokiert wird, neben dem Reglement 1 bis als Legalbasis eigentlich genau das Konträr sieht, nämlich dass die Länder, die Teil sind von der Pariser Konvention, das können weiter applizieren. Das ist das Ziel von der Decision, so steht es explizit dran. An die Konfirmation, die dort dran steht, die Zitierung von der Lützeburger Rechtsposition, als just einfach eine Nimmung, aber ohne irgendwie eine rechtliche Konsequenz. Den Professor, den an dem Avis Juridik zitiert wird, den die Regierung an Auftrag gegeben hat, das ist ein tschechischen Universitätsprofessor, der Jakob Handrlicha, den hat selber aufgrund von seiner Analyse geschrieben, und das ist auch interessant, compte tenu de cet extrait de la décision, il est difficile de soutenir qu'après l'entrée en vigueur du protocole, le règlement de Bruxelles sera directement applicable à toutes les questions de responsabilité nucléaire. En mi-veit, une telle décision est en opposition complète avec des décisions relatives à des conventions internationales dans lesquelles figurait une réserve indiquant que les États membres continuent à appliquer le règlement de Bruxelles à la reconnaissance et à l'exécution de leurs décisions respectives. Aucune réserve de ce type ne figure dans la décision du 8 mars 2004. Es ist also juristisch ganz evident, dass weder das Reglement noch die Decision auf Vorkommen für die Rechtsposition von der Regierung irgendwie zu unterstützen. Es kann natürlich argumentieren, dass das Reglement ein bisschen subsidiäre Juruge zugehen. Das kann ihn argumentieren, da gibt es doch a priori kein Gegenargument. Das kann aber dann nicht da gelten, wenn ein Rechtsbereich tangiert ist, den nicht explizit an der Pariser, Breslau oder Wiener Konventionen eben dafür das annimmt gehen. Das Gesetz ist das durchsetzbar. Es ist nicht durchsetzbar. Erstens, Herr Benwau hat direkt gesagt am Anfang, Tschernobyl als Beispiel. Tschernobyl ist an der Ukraine. Das ist also nicht EU, aber wenn etwas zu Tschernobyl geschehen, genauso wie lo an England wahrscheinlich, wie sie nicht was Negoziationen wären, oder Weißrussland, oder Russland, oder an der Ukraine, oder so, inzwischen von Nuklearkräftiger Sinn, hat das Gesetz null Effekt. Das gilt just für EU-Staaten. Und das gilt auch nicht für alle EU-Staaten, weil die Teil von der Pariser Konvention sind, wie wir gerade gesehen haben, bleiben an die Pariser Konvention gebunden, und nicht unter Reglement 44 oder 1215. Da gibt es auch ganz sicher mit der Schweiz, wo Atomkraftwerke sind, wo da gibt es einen extra Akkord, dass die von Lugano, die ging dann appliziert gehen.
Mit der Rechtskonflikt oder der politische Konflikt zu go mat den Notbestaate wer vier programmiert, wo man gegen Dr insistieren, wie dat irgendwie durchzusetzen, an dat auch ein Element, wat der Rot schon zitiert hat, mit 1972 eine Konvention überschrieben über rechtliche Immunität von den Staaten, Belg und Deutschland, die kommen hier überhaupt nicht auf froh, realistisch auch nicht für einen Atomlehrer, wie für ein neues durchgehende Gericht belangt zu gehen. Also da wäre just das Prinzip von der Staatennegoziation möglich gewesen. Auch für Frankreich, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nuklearoperationen vom französischen Staat gingen so interpretiert gehen als Acta Iure Gestionis, dass sie klar Acta Iure Imperii. Und das ist auch hier Interpretation, als auch die da zählt. Der Staatsrat hat das auch so gesehen, weil der Staatsrat sagt, pour les États partis à la Convention européenne sur l'immunité des États, il est très improbable qu'il puisse être entré devant les juridictions luxembourgeoises en cas d'accident nucléaire. Also wir müssen einfach als bewusst sein, dass Dateien eng politische Konstruktion ist, die rechtlich nicht funktionieren. Frankreich, die Grünen wollen hier auch eine Diskrimination aus sich aufhören. Weil der französische Staat wird dann in einer Situation, wo sie seine eigenen Leute mehr schlecht behandeln, wie Leute, die hier am Land ein Gerichtsurteil produzieren könnten. Das ist vollkommen unrealistisch. Der Franzose, den zu Kettenhöfe wudend, neben der Zentrale, die gingen indemnisiert gehen aufgrund von der Pariser Konvention, einem internen französischen Recht, wie doch dann Innerblick ist. Und den just jener Seite auf der Lützeburger Grenze, und die ging mit einem Lützeburger Urteil kommen, wo so, ich wohne zwar mir weit weg, ich bin potenziell Männer geschädigt, wie mein französischer Nachbar von Kettenhöfen, mir ist schon eine Responsabilität illimitée, und ich komme heim mit einem Urteil aus einem Land, das mal nicht Teil aus von der Pariser Konvention. Und voilà, wenn das nicht durchgeht, was der Assureur von der Atomzentrale kontraktiert hat, dann muss der französische Staat, also auch noch der französische Steuerbezahler, ansprangen, für Menge Aussprüche können sie erfüllen. Das hört sich an der Applikation und den Ordre public und den essentiellen, substanziellen Ordre public. Das kein Staat auf der Welt, die ging auf den Dove gehen, als ein eigene Leid aufgrund von so zweifelhaften juristischen Konsiderationen gegen Benoteligen, gegen die wir anderen. Auch die Chambre de Commerce hat hier Probleme bei dieser Bewertung von dem Gesetzestext. Do gëtt geschwert vous rendre de facto impossible toute indemnisation supplémentaire par les tribunaux luxembourgeois an einer Zitat, die ich net all bringen. Min also een andere Weh. Schon am Anfang gesot, dat het zwei verschiedene Sachen geht. Die eng die wollen eng politisch Gestikulation wie so Atomenergie so daier, wir muss Lomogidre konfrontieren den Atomkraft hier gut, mat den potenzielle reelle Kächte von Atomenergie, dat das die enger Post, dass die Regierung proposiert. Oder die andere Seite Rechtssicherheit für Lützeburger Bürger. Und wie gesagt, wir als ADR, wir unterschreiben komplett, und wir sind froh, dass wir die Idee heute diskutieren, für eine Responsabilität zivil und Materie nuklear auch gesetzlich festzulegen, wir also wie aus denen für die Konventionen beizutreten. Und gucken, dass die Konventionen verbessert gehen. Das ist das, was wir proposieren als wir, und das auch an einer Motion, Herr Präsident, die ich noch proposieren. Merci. Da will ich noch, weil das von den Purredner ugeschwert gehen, als nach Wurzeln über die Sache von der belgischen Endlehrer und dem belgischen Endlehrer. Für so Situation an der Belgien, wenn man blickt, die Sachen sind an der Surface stockiert. Ich meine, irgendwo nach Flandern oder so. Und das Leute darüber nicht froh sind, und das unbedingt muss Gesicht gehen, an der Belgien für eine Lesung zu finden. Das muss ich doch verstehen. Und dass ein staatlichen Organismus an der Belgien chargiert wird, für eine Etude darüber zu machen, auch das muss ich verstehen. Und dass die elementare Höflichkeit von der Lützeburger Regierung, und kann sich darüber sagen, selbstverständlich, da muss sich froh willkommen, die Sachen hin und so weiter, mit das muss am diplomatisch höflichen Dialog mit der Belgien klären. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Was nicht geht, dass das Umweltministerium selber eine Karte ist, die nicht mit der Belgien aufgeschwert ist, und selber eine Interpretation gibt, wenn da so ein kritisch sagt, es hätte eine Karte machen, mit unseren Sorgen, und dann Belgien, ist das auch Lektür, ist das doch richtig, und dann so und heute tun, das ist die reelle Situation. Es kann ja nicht Propaganda machen, ob Käste in einem Notbestand für sich politisch zu profilieren. Das ist noch etwas nicht drin, was mich fundamental stört. Kein Mensch will einen Atomlehrer auf der Lützeburger Grenze. Das ist nichts Schönes und das hat Risiken, das wissen wir alle gut. Aber
die Manier wie zu argumentieren, die bei der Regierung gespürt wird, die stört mich aber auch enorm. Zu die Mentalität nicht bei Eis guckt da das bei ihr behält, weil am Eise Menschenbild aus dem Belsch genau so viel wert, genau so verletzlich wie Lützebäuer. Die Raisonnement, also haltet von unserer Grenze, also den not in my backyard. Wir gucken so auch, wir bringen nicht den Direktor hin, wir sind froh, dass ihr das merkt. Also selbstverständlich, und das Herr Roth recht, kann aller Blick die Konvention noch unilateral gekündigt gehen, selbstverständlich. Aber wir konsumieren auch Atomstrom, ob das Französischen, also der Belgischen oder Deutschen, wo auch immer. Wir wollen nicht damit zu dienen, das ist einfach wirklich Populismus, das ist wirklich Populismus, und das auch zu einem Teil Menschen verursacht an der Argumentation. Ich finde, dass die Regierung muss probieren, auch gegenüber der Belgien das Bild zu korrigieren, an einem Geist von Freundschaft und Solidarität, wie man immer mit der Belgien hatte, probieren, die Probleme zu diskutieren, ohne auf billige politische Profilierung zu hoffen. Ich so nicht mehr sehen.